Moin moin meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück zu der nächsten Folge World of Warcraft. An dieser Stelle muss ich jetzt gerade von Anfang an etwas Kleines gestehen, und zwar mir ist ein Fail vom Leben passiert, und zwar das allererste Mal, seit ich jetzt YouTube mache, und ich mache es jetzt glaube ich erst seit so 3 Monaten circa, ja, würde ich mal sagen. Und zwar mir ist eine komplette Audiospur einfach weg. Die Videoaufnahme ist noch da, aber die Audiospur nicht, und ich würde einfach ein bisschen erklären, was wir jetzt in der letzten Folge gemacht haben und versuchen in dem Fall die einfach überspringen. Und zwar sind wir ja da im Pestwaldturm stecken geblieben. Und ich habe mich dann überbegeben zu den westlichen Pestländern, wo wir 1-2 lustige Quests sogar auf dieser Wiese oben haben müssen machen, wo ich irgendwelche Äpfel einsammeln musste, ein paar Kürbis, und dann haben wir noch ein paar infizierte Wildtiere getötet. Und momentan bin ich an dem Stand geblieben, dass wir da eine kranke Falke töten, und das mit dem Zenkiki zusammen. Und für das müssten wir uns eigentlich auf den Hügel hier begeben und anfangen, Vögel abzuschiessen. Es tut mir wirklich mega leid an dieser Stelle. Und Level 50 haben wir noch erreicht. Aber ich kann leider nicht machen. Ich habe mehrere Programme versucht abzuladen, um die Audiospur wiederherzustellen und alles drum und dran. Aber irgendwie hat es einfach nicht wollen. Und ja, was soll ich sagen? Es tut mir leid. Es passiert mir nie mehr. Man lernt nur dazu. Ich habe mir jetzt einfach immer gesagt von Anfang an, dass ich die Audiospuren noch separat irgendwo anders abspeichere. Das heisst, ich nehme jetzt 2 Audiospuren gleichzeitig auf. Damit so etwas mir nicht mehr passieren sollte. Aber ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, aber eben wirklich viel ist noch nicht passiert. Ausser wir sind hier über die Brücke hingekommen, also wir sind hier wirklich von den östlichen Dings hier runtergeflogen, mit dem Falkenreiter, sind hier rübergekommen und haben in dieser Zeit 3-4 Quests erledigt, die uns direkt auf Stufe 50 aufgebracht haben. Und ja, die Quests habe ich auch erklärt, was wir gemacht haben. Wenn es euch unbedingt interessieren, was in dieser Folge passiert ist, könnt ihr mir das natürlich zukommen oder sagen, hey, los, es ist ein bisschen scheiße, wir wollten eigentlich wissen, was passiert. Dann würde ich halt irgendwie ein Highlight-Video machen von dieser Folge und würde dann halt die einfach mit Musik unterlegen oder sonst irgendetwas, wo meine Stimme einfach leider nicht wo nicht mit dabei ist, weil die aber komplett verloren gegangen ist. Wo das genau passiert ist, kann ich selber nicht ganz genau sagen. Irgendwie habe ich es im Audio-Seite abgespeichert, habe es dann über mein Audio, also überbänkselt. Aber irgendwie hat es dann das irgendwie doch nicht abgespeichert und dann bin ich mega blöd da gestanden, als ich es ändern wollte. Ja. Mann. Aber ich muss es nehmen, wie es kommt, und ich würde sagen, wir machen einfach mal an der Stelle weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Und ich hoffe, man kann mir den Fehler verzeihen. So, zum den Vogel oben abholen, muss ich da dem Zenkiki. Hey, das kitzelt, Mann! Ja, du willst ja, dass ich dich da anlange, um den oben abholen. So, dann würden wir gerade mal den ersten kranken Falken rausnehmen. Gestaltwaldeln, oh, warte einen Augenblick hier. WTF, was machst du? Ich könnte hier etwas Hilfe gebrauchen. Ja, es sieht ganz danach aus. Der hat einfach einen Dachschaden. Wir haben in der letzten Folge, die Folge, die verloren gegangen ist, auch schon müssen mit ihm zusammen ein paar Sachen machen. Der Typ, der hat wirklich einfach einen Schaden. Also man merkt es immer mehr, ja, wir sehen es jetzt gerade. Der macht immer so dumme Faxen, anstatt irgendwie uns unterstützen. Ah doch, das ist das erste Mal, wo er uns unterstützt. Oh Mann, normalerweise müssen wir schauen. Der macht nachher noch ein paar dumme Faxen. Ich weiss nicht, was der genau für das Problem hat, aber nur sein Name allein zeigt ja eigentlich schon was. Hey, das kitzelt, Mann! Ja, ich soll dich aber berühren. Okay, jetzt kämpft er ganz normal mit uns weiter. Wie es aussieht, hat er es dem Fall jetzt gelassen, nachdem ich das erwähnt habe, dass er dumme Faxen macht, hat er gefunden. Komm, nein, jetzt nichts mehr. Ich muss zuerst so, etwas anvisieren. Dann haben wir noch den zweiten, dann kannst du schon mal den nächsten oben abholen. Den da. Oh, meine Drachenfalken können ja nicht fliegen. Wo sind wir jetzt? Wir schauen zusammen. Okay. So, dann würde ich gerade mal den nächsten noch wählen. Holen oben runter! Welcher kommt jetzt da? Alles klar. Das ist natürlich noch ziemlich nice, dass wir natürlich Jäger sind auf Fernkampf. Da können wir nämlich vorher anfangen, im Eis auf die Sippel hauen. Dann versuchten kranken Falken. Ne? Jetzt fängt er schon wieder an. Miau! Hier kommt Zenkiki! Hierher, Mann! Miau! Der hat einfach wirklich einen Dachschaden. Naja, lassen wir mal so stehen. Der mit seiner Gestaltwaltigen. Aber es ist ja gut, er bringt ein bisschen Humor mit am Alltag. Dann wird es nicht allzu langweilig. So, wie viel haben wir jetzt? Das wäre jetzt Nummer 6. Ziemlich nice. So, Zenkiki! Zeig in Ordnung, hier bin ich! Aber ich rufe nach dir. Der hat auch immer die passende Antwort auf Lager. Soll er mal wie sagen. Nice Sache. So, dann haben wir die Quest nämlich auch schon fast erledigt.
das nicht. Und können es dann weiterhin Kein Ziel. an die nächsten Quests machen. So, das wären nämlich gerade mal alle gewesen. Dann würden wir da wieder vom Berg oben runterreiteln. Weil die Quest habe ich aber beim letzten Mal auch schon angefangen habe, aber durch das, dass ich mich dann ausgeloggt habe und dann eigentlich will, kurz Unterbruch bitte. Entschuldigung für den Unterbruch, da bin ich wieder. Da hinter mir ist einfach irgendetwas losgegangen, habe ich ganz kurz schnell das Fenster beschliessen. Sonst hören wir dann noch andere Sachen im Hintergrund, die gar nichts da hingehören. So, dann geben wir mal noch die Quest ab und voilà. Hat es denn jetzt gerade noch mal eine weitere Quest für uns? Es sieht danach aus, als hätten wir jetzt alle eigentlich im Dörfli erledigt. Wie gesagt, die habe ich halt in der letzten Folge gemacht, die wir jetzt nicht mitbekommen haben. Wir könnten uns jetzt zu Sägewerk Norkams machen oder da oben zu Erste Geisel, dann die Allianz. Das tut natürlich ziemlich gut. Zuerst löschen wir die Geisel aus, dann die Allianz, weil wir sind für die Horde. So. Abmarsch. Ich würde sagen, wir machen uns zu dieser Sägewerk von Norkrams auf. Wir können nachher dann schauen, dass wir da unten etwas abgeben. Und dann haben wir das da oben erledigt und dann können wir uns um den kleinen Bereich da unten kümmern. Das Ziel von mir war ja eigentlich, vom Westfall Richtung Tirisfal gehen. Aber durch das, dass ich da gerade so viele Quests aufs Mal gefunden habe, habe ich gedacht, hey komm, wir machen die jetzt einfach da mal im Westfall und tun uns dann nachher über Richtung Tirisfal machen, weil da irgendwo sich die Stadt der Untoten befinden, von der lieben Silvanas, um die ich mich dann ziemlich gerne würde kümmern. Jetzt muss ich schauen, dass sie mich nicht da vom Reittier oben abholen. Leck, sind die komisch drauf. So. Leck, oh je. Nein, die greifen mich nicht an, die sind alle neutral, hä? Leck, hallo? Was sind das für Wildspinnen? Nicht schlecht. Da tut irgendjemand die Spinnen züchten oder hat sein Golo ausgeleert auf der Wiese und da sind es gerade mutierte Siechen. Aber das ist ja völlig etwas anderes. So, hoi zusammen! Da bin ich. Natil, du Mann. Ich habe eine Quest für dich und du hast auch etwas für mich. Steig im Sägewerk der Nordkamps auf eine Herdweil Mustang und benutzt seine Fähigkeit. Wie Herren, um 25 Nordkampfspinnen Angst einzujagen. Okay, das ist natürlich noch ziemlich speziell, aber die liebe Milady da hinten hat noch etwas für uns. Also ich brauche keine Hilfe, wie es aussieht, brauchst du willst mir eine Quest angeben. Töte den westlichen Pestländer nahe des Sägewerks des Nordkrams 12 tollwütige Füchse. Nehmen wir doch natürlich auch noch gerne an. Wo ist denn das jetzt so weit verteilt? Einmal da, einmal da. Ich würde sagen, wir schauen jetzt zuerst mal, wo wir uns da müssten auf das Teil aufsetzen, um denen Angst zu machen. Da haben wir so ein paar Pferdchen. Ich habe irgendwie das Gefühl, das hat mit denen zu tun. Okay, alles klar. In dem Fall reiten wir da mit unserem Pferd entlang. Wir müssen uns in dem Fall den Spinnen irgendwie Angst machen mit dem Pferd. Was passiert? Stößt ein lautes Wiehern aus und verängstigt alle von Mustang befindlichen Nordkampfspinnen. Okay. Okay. Die haben die Angst vor einem Pferd. Die sind ja total in Überzahl. Besonders die sind so riesig. Die sind fast so groß wie das Pferd eigentlich. So, dann schauen wir, dass wir die schnellstmöglich da alle verscheuchen, dass wir wieder einen freien Platz haben für unsere Ranch. Dass wir unsere Pferde da frei können rumlaufen lassen. Voilà. Quest erledigt. Dann würde ich sagen, dann geben wir die gerade mal noch ganz kurz ab und dann kümmern wir uns direkt mal um die nächste Quest. Da dürfen wir da irgendwelche Füchsli umnieten. So, voilà. Ah, du hast gerade nochmal eine bei uns. Besteigt im Sägewerk des Nordkams einen Herdweiler Mustang und benutzt seine Fähigkeit wie Herren, um 10 Nordkampfspinnen zu den Rekruten von Herdweiler am Sägewerk des Nordkams zu treiben. Ihr könnt mehrere Spinnen auf einmal zusammentreiben. Okay, wir hocken da schon auf dem Pferd drauf. Ich würde sagen, dann kümmern wir uns aber lieber zuerst mal um diese Sache. Jetzt haben wir die aber zuerst irgendwie alle weggescheucht und jetzt sollen wir sie wieder vorscheuchen. Das ist... Okay, jetzt muss ich aber schauen, dass ich die irgendwie da... Okay. Jetzt versuchen wir es mal mit Nummer 1, ob ich das richtig verstanden habe. Hä? Doch, eben ja. Okay, alles klar. Also dann habe ich es richtig verstanden. Wir müssen die alle zusammentreiben wie eine Pferde, wie eine Horde voller Pferde. Und voller Kühe. Dann versuchen wir da mal gerade mehrere aufs Mal vorzutreiben. Da haben wir gerade 3 Stück. Nice, dann haben wir die gerade mal erledigt. Ziemlich eine spezielle Quest, so etwas habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Zuerst sollen wir sie wegtreiben und nachher bringen wir sie wieder zurück. Wie es aussieht, haben sie sich dann doch noch umentschieden, so, hey, los, ist gut mit denen, oder muss ich noch... Nein, das ist lange in dem Fall, hä? Ah, da ist noch jemand anders gerade gleichzeitig die Quest am machen, das erklärt natürlich noch vieles. Nice, und das wird auch die letzte sein, die wir da noch... Wir nehmen die, abfahren. So, da. Die Quest ist noch ziemlich witzig an dieser Stelle. Allgemein in Westländern haben wir bis jetzt nur lustige Quests gehabt, aber mit die Quests in der letzten Folge, die verloren gegangen ist, sind auch mega witzig gewesen, ganz ehrlich.
Melde doch in den westlichen Pestländern in der Hetweiler beim Hochlord Tyrorin Vordring. Ja, aber das machen wir in dem Fall im Nachhinein, weil ich will mich jetzt zuerst mal um die liebe Quest von dieser Kelly kümmern. Komme ich da über mit dem Pferd? Okido. So, weil das jetzt so tollwütige Füchsli umeinander sind. Gut, das bringt da gar nichts mehr. Dann ab mit dir. Tschüss, Pferdli. Hat mich gefreut. Wir müssen uns jetzt zuerst mal ein paar von den tollwütigen Füchsli kümmern. So. Ja, moin. Und was wir halt natürlich in der letzten Folge auch noch angeschaut haben, also eben, was ihr nicht geschaut habt, ist, also ich bin da in der Folge hin und habe nämlich nachgeschaut wegen dem Erkunden, dass da, wenn ich da das letzte Mal das alles erkundet habe, nämlich am 2010, also über 10 Jahre her, als ich das letzte Mal den WoW gespielt habe, ich habe ja circa zu Pandaria-Zeiten aufgehört, das sieht man halt in der Folge ziemlich gut, was ich eigentlich gezeigt habe. Ich weiss nicht, ob das jetzt wirklich so spannend ist, aber was soll's, was soll's. Jetzt muss ich gerade mal schauen, weil eben da habe ich nämlich nachgeschaut. Genau, in Pandaria sieht man, dann habe ich circa aufgehört. Da habe ich eigentlich komplett immer alles erforscht, was geht. Cataclysm, eben die Generation habe ich noch erforscht. Und Pandaria, da merkt man einfach, habe ich Nahland dann gar nicht mehr gespielt. Trioneire nicht mehr, nichts mehr eigentlich in die Richtung. Also es ist wirklich eigentlich so, dass ich wirklich 2010 gespielt habe und dann eigentlich zu Pandaria-Zeiten aufgehört habe. Und das kann man jetzt ziemlich gut nachverfolgen. Das ist aber schon lang her, muss ich sagen. Aber 2010, über 10 Jahre. Das heisst, mit 15 habe ich das letzte Mal WoW gespielt, bis ich jetzt wieder angefangen habe vor 3 Monaten mit euch zusammen. Also nein, das Let's Play mache ich jetzt seit einem Monat. Das heisst, seit einem Monat spiele ich jetzt erst wieder WoW. Und ich muss sagen, es macht himmlisch viel Spaß. Ich bin jetzt gestern auch mit meinem anderen Charakter endlich auf Level 120 raufgekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann gejubelt bei mir eigentlich. Ich bin immer bis 20 vor 5 Uhr am Morgen dran geblieben. Ich kann nicht mehr aufhören. Ich habe nur noch gedacht, ich ziehe es jetzt durch. Ich will das schaffen. Und dann habe ich das eigentlich gut anbekommen. Jetzt muss ich dort dann aber natürlich noch gutes Equipment büsteln. Und bei dem wird es ja auch nicht mehr allzu lang gehen, noch 70 Level. Das sollten wir eigentlich gut anbekommen. Es sind ja nur noch ein paar 100 Folgen, die wir vor uns haben. So, und eigentlich sollte man dann das bis Ende September anbringen. Aber eben kann man dann gesagt, ich werde wahrscheinlich dann wirklich anfangen, halbstündige Videos wieder machen. Wenn ich merke, dass es von der Zeit her nicht langt. Und wahrscheinlich dann sogar 2 Videos am Tag aufdingseln. Was mir bis jetzt nicht aufgefallen ist, ich kann mir ja kürschern. Gerade der Beruf mitleveln wäre natürlich auch noch etwas. Cool. Kürschern komme ich aber noch ganz kurz, weil dann können wir das Kürschern auch noch mit aufleveln. Wir sind gerade momentan auf Stufe 82 von 300. Das sieht man da. Ich sehe das halt in der Chatbox rein, ihr leider nicht, weil ich da mit meinem komischen Gedingsel dort drin bin. Darum, was soll's. So, der nächste Fuchs muss jetzt gerade ins Gras gießen. Tollwütiger Fuchs. Tollwut ist ja, wenn man alles so am Schaumen ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ne? So Schaum im Gesicht und so und Böwe. Bin mir jetzt so ziemlich unsicher gerade. Doch, ich glaube Tollwut ist, wenn man eben so schaumt und... Ja, das könnte bestimmen. Wenn es nicht so ist, schreibt es mir doch in die Kommentare. Würde mich wundern und sonst google ich es halt. Google ist momentan mein bester Freund. Ich habe so immer das Gefühl, ich rede mit mir selber und es reagiert immer groß ist, was ich so mache. Aber von dem her spielt das ja eigentlich keine Rolle. Sali, heute zusammen. Sali Kompanes. Wie kannst du als Ork nur mit Nachthelfern unterwegs sein? Das kann nicht sein. Muss näher ran. Ich weiss nicht, ob ich das akzeptieren soll oder nicht. Der Anblick von Horden mit Allianz miteinander. Ganz ehrlich, das ist eines meiner Lieblingssachen. Die Allianzreise auf den Keks hauen. Also ist es früher gewesen. Jetzt momentan wollte ich mich eigentlich auch mehr aufs Raiden konzentrieren. Also bedeutungsweise auf die Grossbösse, was ich früher nie gemacht habe. Früher wirklich Arena, PvP, die ganze Zeit Allianzer schletzeln. Da bin ich auch immer gerne wieder in ihrer Hauptstadt unterwegs gewesen und dann einfach 5, 6 weggekillt. Dort bin ich aber auch ziemlich stark unterwegs gewesen. Besonders PvP habe ich immer die besten Rüstungen gehabt. Von dem her ist das immer noch recht witzig gewesen. Und dann haben sie immer sowieso die grössten Noobs haben sie immer versucht mich zu killen und die haben es eh nicht angebracht, weil ich dort am meisten, ich weiss nicht wie viel Leben mehr gehabt habe als sie und wirklich spezialisiert bin auf PvP. Dafür habe ich keine Raids gemacht früher, also weniger, sagen wir es so, aber Lich King und so Sachen habe ich gemacht. Die sehe ich jetzt momentan nicht. Sobald wir Level 80 sind, komme ich da nochmal einen Erfolg mehr über. Der Königsmörder, der kommt man rüber, wenn man den Arthas besiegt hat. Von der Eiskronen-Zitadelle. Uns fehlen noch 2 und ich finde gerade keine mehr. Hallo? Wo verstecken die euch? Füchsli, 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 Füchsli. Wo haben wir da noch ein Füchsli? Haben wir schon alle ausgerottet? Ach, da hinter dem Berg versteckt sich gerade noch einer. Und dort unten haben wir gerade nochmal den zweiten. Die sind in dem Fall gerade respawned, aber ich würde sagen, die hole ich jetzt gerade noch das zweite auf mich. Ah ja, was ich noch in der letzten Folge auch noch passiert, ich bin ja Level 50 geworden. Bedeutungsweise, ich habe eine neue Fähigkeit dazu bekommen. Und jetzt muss ich gerade mal schauen, ich glaube, es ist die da gewesen. Ich muss jetzt mal gerade noch ganz kurz erläutern, was da drinnen steht.
Wir müssen uns zuerst mal schnell um die zwei kümmern. So, dann können wir da mal küssen in der Zeit. Und zwar, nach Einsatz von Mehrfachschuss, fügen die Nahkampf von Griforius Begleiter 4 Sekunden lang zusätzlich anderen gegnerischen Zielen in der Nähe Schaden in Höhe von 75% verursachten Schaden zu. Das ist die einzige Fähigkeit, die wir dazu bekommen haben, wo wir Level 50 geworden sind. Bedeutungsweise, wenn ich den Mehrfachschuss hier einsetze, wo ich sowieso momentan noch gar kein Fan davon bin, ausser wenn mehrere Monster aufs Mal kommen, würden unsere Begleiter jetzt 75% mehr Schaden machen, was natürlich davon, also das reizt natürlich ziemlich gut, dass man jetzt eigentlich sagt, komm, ich setze die ein, damit unsere Drachenfalken einiges mehr Schaden machen. Aber wie gesagt, ich finde es immer noch ziemlich unnötig, da benutze ich lieber immer noch meine normalen Fähigkeiten. Und da haben wir unser Stufe 51 erreicht. Hoppla, George! Da in den westlichen Pestländern haben wir schon 2 Level gestiegen, nicht schlecht. Da haben wir auch gute Quests am Start. Kann ich natürlich nicht Nein sagen, so, dann tun wir mal eine Quest beenden. Sorry, du hast gerade noch mal 2 weitere für uns. Okidok, holt das ein Rocktiefenlager in den westlichen Pesteln 10 Stapel Nordkammelholz zurück, lösen das Knollproblem. Beschafft 6 Rotkieferstäbe und 6 Rotkieferkeulen von den Knollen der Rotkiefer. Nice Sache, das sind glaube ich die komischen Viecher, die uns von vorher am Anfang verfolgt haben. Das sind in dem Fall Knollen. Was ich will, das kannst du mir nicht geben. So, weiter geht's. Nehmen wir noch mal ganz kurz zurück. Ich bin so froh, dass die neutral eingestellt sind. Stell dir vor, ich müsste durchrennen und die würden uns alle durchgehend angreifen. Genau, das sind in dem Fall Grollen. Da haben wir Holzstapel, die wir zurückbringen müssen und 6 von denen müssen wir erledigen. Das gefällt mir allgemein. In den westlichen Pestländern gefällt es mir allgemein jetzt wieder ein bisschen mehr, weil wir halt wieder ein bisschen mehr grüne Wieseln haben und allgemein ein bisschen mehr Farbe ins Spiel reinkommt. Nicht so wie beim letzten Mal in den östlichen Pestländern. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben dort keine weitere Quest gefunden und darum hat es sich auch nicht gelohnt, weitermachen. Wir werden jetzt noch momentan westliche Pestländer abschließen und machen uns dann auf den Weg nach Lordaeron, der gefallenen Stadt, wo der Arthas, der Lichtkönig, also der der gestorbene Lichtkönig, der existiert jetzt eigentlich auch schon nicht mehr, seinen Vater getötet hat und die komplette Stadt eigentlich vernichtet hat. Und Sylvanas hat sich dort eingenistet, um ihre untoten Armee dort aufzustocken und eine Heimat für sie zu haben. Und dort werden wir uns dann auf den Weg machen. Das ist sicher ziemlich beeindruckend, das auch mal wieder zu sehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin seit ich wieder WoW spiele auch gar nicht mehr dort gewesen. Gell, küschern kann ich dich nicht, nein. Seit ich wieder WoW spiele auch gar nicht mehr dort gewesen. Also es wird auch für mich wieder mal ein Neuland sein, ob sich dort ein paar Sachen verändert haben oder nicht. Aber ich freue mich schon ziemlich drauf, wenn wir dann die westlichen Pestländer abgeschlossen haben, dass wir uns langsam auf den Weg dort begeben. Hier haben wir gerade noch mehrere Stapel Holz, würde ich gerade sagen. Von denen haben wir ziemlich viel von diesen komischen Manöckeli. Ah, Rockkieferstab. Ah, dann müssen wir Rockkieferstab einsammeln und 3,6. Da haben wir jetzt gerade viel Holz noch. Also dann kümmern wir uns jetzt gerade mal noch schnell um die Holzbiegen, sammeln wir dich noch kurz ein. Ich habe gerade mal die Augen offen behalten, ob sich da noch irgendwo ein paar von diesen Knüllen befindet. Wahrscheinlich dann eher weiter links zu. Ich glaube, wir sind sogar aus der Reichweite von dem. Dann können wir noch ein paar Leute ausmerzen. Warum nicht? Warum nicht? So. Nun kann man jetzt schon mal 8 sammeln. Das ist natürlich ziemlich nice. Würde ich sagen, da vorne hätten wir unseren letzten Stapel und dann können wir dann noch ein paar von diesen Rotkiefer-Schamanen. Ich sammle mir ganz kurz schon unser letztes Holz, das wir benötigen. Dann können wir uns da gemütlich um den Schamanen da kümmern. Können wir noch mehr sammeln? Oh nein, das war noch nicht das letzte. Oh Mann! Lappi macht die Augen auf. So, da. Öffnen! Nordkammholz abgeschlossen. So, dann kümmern wir uns gerade mal um den nächsten. Da hinten haben wir gerade eine kleine Horde, 3 Stück aufs Mal. Da kommen wir mal ein paar aufs. Da kommen wir mal ein paar zusammen. Nice Sache. Nice Sache, nice Sache. Jetzt, mit wem fangen wir an? Ich würde sagen, mit dem Schamanen. He? Da greift er gerade noch der zweite mit ein, der kümmert sich dann eher um unsere Drachenfalken. Ich habe kein Ziel. Die Drachenfalken alle sind in Ordnung, die haben noch genug Leben. Das mal behalte ich sie besser im Auge als sonst auch schon. Und das habe ich bis jetzt immer wieder mal gehabt, dass meine Drachenfalken einfach tödlich gestorben sind, weil ich einfach keine Sorge reingegeben habe. Darum schauen wir, dass wir die am Leben behalten, so gut wie möglich. So, dann sollten wir das abgeschlossen haben. Das bedeutet, wir müssen nur noch von diesen Schamanen haben. Ich glaube, das sind gerade... Nein, das ist... Kann ich den da raufschauen, ohne das anderes checken? Nein, nicht wirklich.
Ah! Nein! Gut, so hat das gut funktioniert. Dann haben wir uns noch ein bisschen Zeit rausholen. So, eins oder mehr oder weniger spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Dann haben wir noch ein bisschen XP, die wir dazu bekommen. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Aber voilà, du bist auch gerade noch ein Schamane, ne? Schamanen können wir gut gebrauchen und dort hinten ist unser letzter Schamane, den wir dem... Nein, das ist kein Schamane. Oh Mann! So, da! Ah, da haben wir noch einen Schamane. Jetzt können wir gerade mal schauen, ob wir den noch rauspicken können. Voilà. Nice, dann haben wir die Quests eigentlich auch schon einwandfrei abgeschlossen. Jetzt wundert es mich, ob wir da noch einen Boss von diesen Knoll besiegen oder so etwas in dieser Art. Meistens, so wie ich WoW jetzt momentan wieder kennengelernt habe, kommt man immer so Quests über, wo man zuerst muss die Gefolgsleute auslöschen und im Nachhinein dann kommt irgendwann mal ein Bössli, wo man bekämpfen darf. Hallo zusammen, tschüss zusammen. Wo man dann wieder einen Boss bekämpfen von dem Volk und nachher sind dann plötzlich alle verschwunden. So ist mir das jetzt in letzter Zeit aufgefallen. Aber die westlichen Pestländer gehören ja eher noch zum alten WoW, zu der ersten Generation, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin mir aber ein bisschen unsicher, aber ich glaube schon. Und daher würde ich mal behaupten, lassen wir uns nicht belasten, weil die westlichen Pestländer habe ich bis jetzt auch nicht mehr gelevelt. So, Tirisfall ist nämlich bis Level 60 offen. Genau, das heisst, wir tun jetzt wirklich gemütlich alle Quests erledigen und nachher ab. Nach Tirisfall! Hallo. Voilà. Voilà. Nein, hast gar keine weitere Quest für uns. Okay, dann ist das da ziemlich anders. Das wird sich dann mit dem Laufe der Zeit ändern, besonders dann im späteren Verlauf, wenn wir höheres Level sind, wird viel mehr Geschichten dazu, viel mehr Sequenzen und so weiter. Aber das macht jetzt gerade nichts zu der Sache. Jetzt ist eher die Frage, wie komme ich dort hinten? Da haben wir ja ein Weg, das durchführt, da rauf und dann da hinten. Dann machen wir das mal. Tirison Vordring, oder? Müssen wir jetzt gehen? Genau, der Tirion Vordring, ziemlich bekannte Nummer von der Allianz. Der hat schon ziemlich viel mitgewirkt gegen die Untotenarmee und besiegt ja am Schluss dann auch den lieben Lich King. Aber gut, wiederum muss man sagen, er hat jetzt Zwerge, Nachtelfen und einen Ork. Okay, lassen wir mal so stehen. Wenn sich ein Ort will, sich dazu verpflichten, für die Allianz zu schaffen, ist das nicht unser Problem. Wir bleiben Hordler und werden es immer bleiben. Das ist das Beste, was es gibt. Einfach nur das Beste, was es gibt. So, das sieht eher aus wie so eine kleine Allianzburg. Herdweiler. Hallo, entdeckt Herdweiler. Aber ziemlich schön gemacht an dieser Stelle. Also ein paar Türme, wie immer, da haben wir noch ein Sägewerk. Bin ich natürlich auch kein Freund davon. So, da hinten haben wir schon mal ein Ausrufezeichen für den Flugplatz. Neuer Ort entdeckt, dann können wir nämlich von da aus nämlich auch weiterfliegen. Ich würde sagen, bevor wir jetzt anfangen, die Quest annehmen, machen wir uns zuerst mal auf den Weg zum lieben Tirion Vordring. Burg Mardenholde. Ah, da haben wir sogar einen Tower. Ja, das sind wirklich dann voll gemischte Sachen da drin. So, wo ist der liebe Tirion? Ist im oberen Stock. So richtig luxuriös, der fährt im oberen Stock wahrscheinlich rumchillen. So, da haben wir noch ein Treppchen zum Raufgehen. Wieso musst du denn so weit weg sein? Eieieiei. So. Ist er jetzt da oben irgendwo? Auch nicht. Bin ich jetzt komplett blind bei der Sache? Wo versteckt er sich? Darum habe ich nicht gerne die Allianz. Die haben immer so riesige Türme, wo du einfach wieder nichts findest. Da haben wir das Allianzer Wappen, glaube ich, wenn ich mich jetzt täusche. So, wo versteckt er sich? Alle zusammen. Keine Angst, ich komme noch von oben. Tirion Vordring, wo versteckst du dich? Hä, könnte das einfach die mittlere Treppe da sein? Und die äußeren führen dann... Nein? Links oder rechts? Jetzt sind wir vorher rechts gegangen, das führt ja nur zum Turm rauf. Ah! Oh mein Gott! Blindheit tut ab und zu einmal weh. Dann haben wir sogar nochmal eine Quest. Und da oben befindet sich auch Hochlord Tirion Vordring. Das ist eines der geilsten Schwerter, die es gibt, muss ich an dieser Stelle sagen. Aber nach Frostgram natürlich. Also zuerst Frostgram, dann das Schwert. Das sind zwei einwandfreie Waffen. Aber ich würde sagen, ich hoffe, ich kann es verzeihen, dass ich eine Folge muss überspringen und dass wir halt nicht so viel miterlebt haben. Aber dafür sorge ich dafür jetzt, dass es ihm nicht mehr der Fall wird sein. Ich danke vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat einigermaßen Spaß gemacht. Wir sehen uns sonst in der nächsten Folge World of Warcraft. Und ciao!